Ich muss euch jetzt vorweg sagen, dass ich kein Kanal bin und auch keiner sein werde, der sich regelmäßig mit politischen Themen befasst. Ihr braucht mir also jetzt nicht zu sagen, warum machst du keine Videos über die Vorgehensweise einiger Israelis oder sonstiges? ich bin kein Al Jazeera, also chillt mal, weil ich weiß auch ganz genau, dass mich diese Art von Videos sukzessiv meinen Kanal kosten kann und die Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen sowieso. Deswegen reden doch auch kaum große YouTuber darüber. Die reden nur über Sachen, sobald die im Trend sind und die davon einen Mehrwert haben. Ihr YouTuber sagt, dass es normal ist, schwul zu sein, aber nicht, dass es normal ist, einfach im Frieden zu leben. So YouTuber wie zum Beispiel dieser Rezo, dieser blaue Schlumpf, der ja so Motto Gerechtigkeitskämpfer ist. Wieso macht der nicht ein Video über das Ganze, wenn er doch schon mit Abstand der einzige YouTuber ist, dem Politiker überhaupt zuhören? Aber egal, was soll's. Ich meine, nicht mal die Länder unserer muslimischen Brüder und Schwestern setzen sich für dieses Uiguren-Thema ein, weil die mehr Angst davor haben, China als wirtschaftlichen Bruder zu verlieren, als vor Allah. Ich mache dieses Video auch jetzt erst, weil ich vor einigen Monaten bereits in China war. Ich habe sogar dazu schon Vlogs gedreht, aber die habe ich einfach aufgrund der unpassenden Lage bisher noch nie veröffentlicht. Aber irgendwann werde ich die inshallah sowieso veröffentlichen, denn ich werde nach diesem Video bestimmt nicht nochmal nach China reisen. Klingt jetzt für manche vielleicht voll übertrieben, paranoid und so, aber nein Leute, ihr müsst mal bedenken, der größte YouTuber der Welt, PewDiePie, wurde in China verboten und als ein Mädchen neulich auf TikTok ein politisches Statement gemacht hat, wurde sie gesperrt, weil der Konzern TikTok eben zu China gehört. Aber das jetzt nur so am Rande. Kommen wir jetzt mal zum Wesentlichen. China ist ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und in China gibt es die sogenannten Uiguren. Die stammen von dem damaligen Osmanischen Reich ab und haben sich über den kompletten asiatischen Raum verteilt und bedienen sich der sogenannten Turksprache. Das ist eine abgewandte Form der türkischen Sprache. Und was jetzt China auf einmal gar nicht gefällt, ist, dass die schon bevor die Volksrepublik China überhaupt bestand, ein Gebiet namens Xinjiang eingenommen haben. Aber um diese Provinz gibt es schon seit den 50er Jahren richtig heftigen Beef. China hat sogar damals extra sogenannte Han-Chinesen in diese Region geschickt, damit die sich da in diese Provinz integrieren und sich mit der Minderheit dieser Uiguren vermischen, damit eben diese Ursprungsethnie der Uiguren in den Hintergrund fällt und das Ganze so eine homogene Han-chinesische Masse wird. Hat aber nicht geklappt, Bruder. Denn stattdessen gab es immer mehr Beef zwischen den Chinesen und den Uiguren. Daraufhin dachte sich China, yo, ich scheiß mal komplett rein. Nämlich mit sogenannten Internierungslager. Das ist nichts anderes als ein staatlich strukturierter Freiheitsentzug. Das ist quasi ein Knast, wo die Uiguren reinkommen, weil China der Meinung ist, dass die Kultur der Uiguren nicht mit der Chinesen vereinbar ist. Eben weil die Uiguren kein Chinesisch sprechen und überwiegend Muslime sind. Und eine Vereinigung von Ethnien sieht China gar nicht erst ein. Und die Uiguren, die sich jetzt in diesem sogenannten Knast befinden, sollen dort umerzogen werden, indem man die misshandelt. Man zwingt die dazu, den Islam zu verlassen. Hier sieht man sogar, wie die gezwungen werden, irgendwelche Statuen anzubeten. Aber das Krasseste ist, dass China nach außen hin so tut, als würden die gar kein Problem mit den Uiguren haben. Die stellen diesen Knast im chinesischen Fernsehen so dar, als wäre das voll harmonisch. Die zeigen, wie da Leute so Volkstänze machen, Musik, damit man halt denkt, dass die Uiguren freiwillig dahin gegangen wären, weil China ist ein guter Heuchler, wenn es darum geht, Dinge nach außen hin friedlich wirken zu lassen. Das hatten wir doch vor kurzem auch, als es da noch diesen Beef mit dem eigenständigen liberalen Staat Hongkong gab. Da hat das kommunistische China doch auch versucht, das totzuschweigen. Aber Leute, ich war zu dem Zeitpunkt in Hongkong vor Ort und habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, wie die Lage wirklich ist. Hongkong will einfach nicht zu China gehören. Genauso wie die Chinesen nicht wollen, dass die Uiguren ein Teil Chinas sind. Aber das Problem an dem ganzen Konflikt ist, dass China kein Land ist, mit dem sich der Westen einfach mal so anlegen würde. Eben halt, weil die viele diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen haben. Das sieht man doch daran, wenn Chelti Merkel oder andere Allmann-Regierungsmitglieder China besuchen. Dann wird immer nur so kurz nebenbei über Menschenrechte gesprochen, so Motto hier fürs Protokoll, guck mal, wir haben darüber geredet. Damit man sagt, oh, Ehrenfrau, die setzt sich voll für Menschenrechte in China ein. Dabei meinen die das doch gar nicht ernst. Sonst wäre es doch in China gar nicht zu so einem Uiguren-Skandal gekommen. Diese Blendewi-Politiker denken, die können uns dribbeln, wenn die 20 Sekunden über Menschenrechte reden, aber dann 5 Tage über Business-Beziehungs-Hub-Wirtschaft. Wir haben euch doch schon längst durchschaut. Euch Politikern ist das Presseprotokoll viel wichtiger als irgendwelche Menschenrechte. Deswegen wird eben dieser ganze Konflikt von den westlichen Politikern oder auch allgemein so kaum behandelt, wodurch halt dieses unterdrückte Uigurenvolk gerade von gar keinem Staat irgendeine Unterstützung bekommt. Das Ganze wirkt sogar so, als hätte das Volk der Uiguren für keinen Staat eine relevante Bedeutung. Guck mal, zum Beispiel jetzt, wenn die Hisbollah einen Bombenangriff Richtung Israel starten, wird das Thema in den Medien direkt gehypt, eben weil es da um Israelis geht. Aber an dieser Stelle frage ich mich auch, warum setzt sich ein Land wie Deutschland, die bis heute aufgrund ihrer peinlichen Vergangenheit Paragraphen über Antisemitismus, die den biblischen Geboten gleichstellen, nicht mal dafür ein? Und mit einsetzen meine ich richtig einsetzen, nicht euren derzeitigen Möchtegern-Scheineinsatz. Der einzige, der hier irgendwas macht, Amerika. Denn das US-Repräsentantenhaus hat vor kurzem ein Gesetz zur Verbesserung der Menschenrechtslage in China in die Wege geleitet. Natürlich vielleicht aber auch nur, um China als aufstrebende Weltmacht unter Druck zu setzen. Weil ihr wisst, Amerika will immer Nummer 1 bleiben. Aber ja, so ist das halt, Leute.
Je weiter ein Konflikt von uns weg ist, desto weniger spüren wir das, desto weniger befassen wir uns damit. Jetzt ein Beispiel, diese Notre-Dame-Kirche brennt ab. Zum Glück ist da keiner ums Leben gekommen. Doch trotzdem bekommt das in den Medien mehr Aufmerksamkeit als Menschenleben, obwohl die Kirche etwas Materialistisches ist, was man mal eben so rekonstruieren kann. Das gleiche gilt auch für eine Moschee. Beim Menschenleben geht das aber nicht so einfach. Es ist unser heiliges Gotteshaus, aber letzten Endes immer noch ein Sachgegenstand. Deswegen sollte man den Uiguren-Konflikt viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Und dabei ist es mir völlig gleich, welche Menschengruppe unterdrückt wird. Ich finde das einfach nur so bitter, dass es heute noch auf dieser Welt überhaupt Länder und Zustände gibt, in denen sowas möglich ist. Das ist einfach nur für mich ein Zeichen dafür, wie unweit der menschliche Geist bei manchen Menschen noch ist. Wie krank müssen Menschen sein, um andere nur aufgrund ihrer Religion oder Meinung zu misshandeln? Wallah, das ist so schmerzhaft anzusehen, dass manche Menschen vergessen haben, an welcher Stelle das Herz ist. Die spüren einfach keinerlei Verbindung mehr von Herz und Seele. Und dann bekommen ausgerechnet diese Leute noch Macht. Wie kann das sein, dass wir in so einem modernen Zeitalter noch sowas erleben? Fragt das mal bitte demnächst eure Lehrer, wenn die euch dazu auffordern, ein Gedicht aus dem Jahre 1871 zu analysieren. Aber wartet, ich habe ein Gedicht für euch, welches fast nie in Schulen besprochen wird, weil dieses Gedicht die Heuchelei der Gesellschaft widerspiegelt. Wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz. Breite Autobahnen, aber enge Ansichten. Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger. Machen mehr Einkäufe, aber haben weniger Freude. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. Wir kommen zum Mond, aber nicht mal an die Türe des Nachbarn. Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir machen größere Dinge, aber keine besseren. Wir können Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile? Es ist die Zeit des größeren Familieneinkommens und der Scheidungen, der schöneren Häuser und des zerstörten Zuhause. Wir haben mehr Ausbildung, aber weniger Verstand. Mehr Experten, aber auch mehr Probleme. Mehr Medizin, aber weniger Gesundheit. Es ist die Zeit der Pillen, die alles können. Sie erregen uns, sie beruhigen uns, sie töten uns. Wir gehen zu spät schlafen, stehen zu müde auf, wir lesen zu wenig, surfen zu viel im Internet und beten zu selten. Wir sprechen zu viel, wir lieben zu selten, aber hassen zu oft. Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren Leben. Wir schreiben mehr, aber wissen weniger. Wir planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Es ist die Zeit der schnellen Reisen, der Wegwerfwindeln und der Wegwerfmoral.